Grundsatz, 2 alt, 1 hellau, ab in der Bau. Ihr fragt mich natürlich, was ist der Strafvollzug? Also der Strafvollzug ist ja in jedem Land ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel eine Front in Texas, genau gesagt in der Justizvollzugsanstalt Houston. Also ja, jetzt tut man's nicht gefallen. Welcher Idiot ist dann auf die Idee gekommen, eine amerikanische Stadt Houston zu nennen? Wie heißt denn da der Vorort? Rotznass. Aber wie ihr wisst, gilt ja in Texas noch die Todesstrafe. Im letzten Monat hatten die dort 2 Kandidaten, eine Kölsche und eine Düsseldorfer. Ja, keine Angst, ich fange jetzt mit einer blödsinnigen Düsseldorfer Witze an. Dieser Teil meiner Rede ist rein exkrementell. Der Richter fragt, wer von euch ist dann zuerst dran? Sagt der Kölsche, ich. Sagt der Richter, du hast 2 Möglichkeiten, entweder der elektrische Stuhl oder der Strang. Sagt der Kölsche, ich nehme der elektrische. Die setzen auf den Stuhl, schnallen den an, der kriegt das Hötchen an, die drehen der Schalter und paff! Fürchte Sicherung raus. Los, paff, paff, drehen wir hintereinander, fürchte Sicherung raus, sagt der Richter, mein Sohn. Du bist hiermit bist du begnadigt, du kannst quasi ja. Mit dem Kölsche quasi. Ja. Mit dem Kölsche an der, so schlagen die Texaner. Mit dem Kölsche an der Düsseldorfer vorbei und sagt, also, nimm das Elektrische, das stimmt jetzt nicht mit. Der Düsseldorfer ist dran, der Richter fragt wieder, mein Sohn, was wählst du? Der elektrische Stuhl oder der Strang? Sagt der Düsseldorfer, stimmt der Strang, der Stuhl ist ja kaputt. Hey, ihr Lieben, jetzt sind wir uns ja schon ein bisschen näher gekommen. Jetzt kann ich euch auch ein bisschen über mich erzählen. Ne? Also, wir bitten Redner haben es ja auch nicht so einfach. Ne? Ja, ist jetzt aber ein bisschen näher gemacht. Hey, so können wir nicht durch das Saal legen. Ich komm noch mal frisch. Hey, wir bitten Redner haben's ja auch nicht einfach. Ich liebe euch. Ja, aber Lächelns, du musst doch jeden Herbst Dinge erzählen, für so Juries für Drabe, ne? Also für 4 Monate hast du für so eine Jury wieder für getragen, das war ja irgendwo in der Eifel. Also anschließend um mir erzählt, gibt so eine 4-lahrige gefaltete Fastelovensversteher für mich an. Hey, der muss wohl aus dem Nahen Osten worden, wie heißt die? Hey, wie heißen die neue Bundesländer, der Buffel noch und Zähler? Mescher nicht vorkommen! Es stellt der Hüttesäcker sich für mich hin und sagt, Herr Knoblauch, so heißt ich ja wirklich. Warum parlieren Sie denn immer in dem kölnischen Dialekt? Können Sie kein Hochdeutsch? Also glaubst du, da ist man ehrlich gegangen. Oder ob Hochdeutsch gesagt, der Strom der Kommunikation staute sich an der Mauer der Sprachlosigkeit. Ich habe mich für den Schablonendänzer hingestellt und habe gesagt, passen Sie auf, du intelligenten Abtrittsbesucher. Ich hätte auch Klugscheißer sein. Ich sage, erstens, es Kölsch kein Dialekt, sondern ein Sprach. Und zweitens ist es die Ziel und die Tradition von unserem Rheinland. Und die Tradition zu bewahren, heißt nicht die Esch verwalten, sondern das Feuer am Brenner halten. Festgenossen, was gibt es dann Schöneres,
wenn du vom Dienst oder von der Arbeit in den Stammkneipe rennen kannst, das ist bei mir der lustige Scharfrichter. Wir küssen die Mädchen, wir rennen unter ständigen Fronde und andere Hanacke an der Theke. Führer steht bei mir immer der Zimmermanns Peter. Ich sage, na Peter, besser lang sagt der 14 da. Dahinter steht der Schöpfersturz Bernie und sagt, ich bin hier geboren. Und an der Wand steht der gesetzliche Hinweis, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Hätte einer mit Kuli drunter geschrieben, das Schwade hoch. Ich liebe das. Also, und übrigens, den mal ledig, Peter, Larry, wir würden die Schannische, man mich sagen, Kapelle, Mattestick dabei, aber die haben auf den Freigang. Deswegen machen wir das durch zusammen. Weißt du, jetzt, wo ich da drüber am Kalvere bin, da kommt der steil aus der Sonne. Ja. Also feine schönste Schläge ja an. Und morgen muss die putzfreien dreckige Zeng zusammenfällen. Nee, pass auf, jetzt machen wir den Dusch aus und du bist und still dahin. Das ist die Reinigungskassette für uns. Nee, ich mache Tete und ihr macht Sching-Bum. Lass mal das zusammen probieren. Sching-Bum. Nee, hast du gehört, so ja mit Hau. Ja. Jetzt, wo wir gerade dabei sind, das ist zwar ein bisschen fair, aber das ist erstrich. Ja, hört es, ja, je käme, je ja schon Wanderdüne durch den Strom. Oh, das war doch. Dankeschön. Mein allerbester Freund. Vertreib mir, ja, Hör mal, Larry, wo ist du denn hin? Achso, immer noch da. Larry, der Wirt hat gesagt, wir sollen eine kurze Werbeunterbrechung machen. Das hat in Ordnung. Machen wir kurz Werbung. Moment. Steht nichts drauf. Apfelgausch ist unerreicht. 2 getrunken, 10 geseicht. Oh, langer Visionieruntritt. Aber ihr Lieben, nicht, dass ihr jetzt meint, wir Beamten haben noch ohne Spaß Alkohol. Ja, dort kräftig Suppe hin. Also, wer Joden Suppe ist, der lebt noch halb so lang, Süde war alles doppelt. Peter, kannst du uns raten? Aber nicht dran rumsuffen. Nee, also, wo waren wir dran? Ah, der löst hier Scharfrichter. Ne? Also, mein Lebensgefährtin, das Flora Soft. Ja, wenn das Flora kennt, dann wüsstest du auch, dass Lebensgefährtin gut für Lebensgefahr. Aber ne, nicht, dass ihr meint, ich mag das Flora, wirklich, ich mag die. Also, die sieht doch gut aussehen mit der feuerroten Haar hin. Ne? Früher haben wir immer gesagt, rotes Haar reißt aus, macht Besen draus. Ja, wir sind halt lang zusammen, wir haben ja auch einen erwachsenen Sohn. Der Kevin Jennifer. Ja, muss ein moderner Name. Übrigens, das Flora ist auch mit ihrem Damen-Kegelclub sind die auch in dem lustigen Schaf. Der Möller doch kennen, der Kegelclub. Der ist doch bekannt in Lunke. Wie heißt die noch? Die Pretty Brumme. Nur, ich sage euch, in dem lustigen Schaf ist das eine, da weiß ich überhaupt nicht, was ich mit dem anfangen soll. Das ist der Henk. Ich sage, Henk, wo küsst du eigentlich her? Sind der Knubbelig. Ich komme aus der schönen Stadt, wo der leckere Käse herkommt. Ich sage, hey, aus Philadelphia. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir zusammen in der lustigen Schaf. Also ehrlich, das ist schön, ich habe da gestern an der Theke gestanden, aber immer können Frauen die Mädchen drin und brüllt der Weg an. Weg, flück, dummer noch ein Kölsch, dummer noch, aber er hat die Sonnenbümmelhaar oder Bei uns hat die da so einen Königsforst drunter. Wie so einen Achseldackel. Neben mir steht ein Hufall gesoffen und sagt, it, der Ballerina, unser Coach.
Seht ihr, Weg, wo wird's am besten, dass das ein Ballerina ist. Ihr seht ihr, wenn das Bein zu hoch kriegt, das kann nur ein Ballerina. Und Sie sind am Lachen. Ich habe das Ding bis heute noch nicht verstanden. Das ist ziemlich einfach. Aber ihr Lieben, eins kann ich schon in der Wirtschaft überhaupt nicht vertragen. Ich kriege jeden Tag so Kalkergedeck. Kalkergedeck kennen wir? Ein lecker Kalkschnupper für die Schnauze. Und die Jungen, die haben ja hängen wie ein 24er Blattchen. Wenn du damit eine gebracht kriegst, das fühlt sich ja an, als wie aus dem Weltenall so mit der Mitte einschlagen. Aber nicht wie mit mir. Bin ich bei uns im Klingelpütz an der Selbstverteidigungskollegie angegangen, der ODF. ODF nennen wir, das heißt ob die Fresse. Ich darf euch der ODF ins Führer stellen. Der ist ungefähr so groß. Wasserstoffblonde Löckche, mit Bitzboin, Tuben, Sonne, Gackbrunn gebräunt. Ja, der litt der Tag mindestens 1 Stunde auf der Klappkaribik drauf. Weißt du, so eine tätowierte, muskelbepackte Bilderstöckchen grad. Ich sag ODF ob die Fresse. Kannst du mir die waffenlose Selbstverteidigung beibringen? Lurte mich an und sagt, natürlich. Versuch mal uns mit 2 Fingern auszustechen. Sag, ODF, das geht doch wieder, kann schon nicht tun, versucht. Ich mit den 2 Fingern ob die Ohren anvisiert an Zoo gestochen. Der nimmt blitzschnell das Händchen in die Hü und wehrt das ab. Sag, boah, das kann ich bei der Lehre. Natürlich. Jetzt versuchen wir uns mit Anlauf in das Glockenspiel zu treten. Das kann schon nicht tun. Versucht. Ich bin wilde auf der ODF angelaufen mit gestrecktem Fuß für dran. Der springt auf sich und ich knalle hier in die Wand. Das kann ich bei der Lehre natürlich. So, da muss man einen drauf trinken, ja. Ich wieder in der lustige Scharfrichterin. Die Junge stand an der Theke, sehen mich, der Ätzte, seid für mich glubbelig, jankt schon uns für die Tür, fangt schon uns an zu bloden, wir kommen durch. Ich sag, Kamerade, nicht mit mir. Ich beherrsche die seltene Kunst der Selbstverteidigung. Seid einer ehrlich? Was hast du denn da gelehrt? Ich sage, tritt mal uns in das Glockenspiel.